Hallo. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier auf meinem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall bin ich da letztes Mal in meinem Bett gelegen, bin dann aufgewacht. Bin in die Küche gelaufen, wollte Müsli vornehmen und habe gemerkt, oh, es hat kein Müsli mehr. Dann habe ich zum Glück gemerkt, dass es nur ein Traum war, bin nochmal aufgewacht, bin nochmal in die Küche gelaufen, habe nochmal ein Müsli vorgenommen und gemerkt, oh, es hat Müsli. Dann bin ich am Tisch gehockt, habe das Müsli gegessen, habe das Handy vorgenommen und gesehen, dass der Marc ein scheiß Video aufgeladen hat. Und dann gemerkt, Scheiße, ich habe schon lange kein Video mehr aufgeladen. Oh, ich habe schon lange kein Video mehr gemacht. Und genau so ist es zu dem Video gekommen. Nein, ernsthaft jetzt, ich habe gemerkt, dass ich schon lange nicht mehr so mit euch geredet habe in so einem Video, beziehungsweise ein Q&A gemacht habe. Darum habe ich euch auf Instagram und auf YouTube gefragt, ob wir Fragen schicken können. Und es sind, oh shit, mehr als 300 Fragen reingekommen. Also Messi Filme für das auf jeden Fall. Aber ich habe gesehen, dass der Marc ein Video aufgeladen hat, wo er seine Talente zeigt. Ja! Und so bescheint ist der Marc wirklich der Mann, der wirklich alle Talente hat auf der Welt. Aber 3 Sachen kann er sicher nicht. Das ist erstens schön sein, zweitens ein Backflip auf dem Boden und drittens gescheit sein. Aber. Wenn ich schon von einem Backflip auf dem Boden rede, dann geht mal auf mein Instagram, weil dort mache ich Daily Backflips. Das bedeutet, ich mache Daily Backflips. Und das sieht dann etwa so aus. Yo. Also folgt mir auf Instagram, mein kleiner Rotznase. Die grosse Sonne fragt, wieso hast du einen Backflip gemacht? Spule mal 20 Sekunden zurück. Der Janis Stöckli fragt, zuerst liken, dann schauen. Gute Frage auf jeden Fall. Die Frage hat einfach kommen. Und zwar fragt der Elvin Ramadani, spielst du Fortnite? Ich habe jeden scheiß Trend nachgemacht. Ich habe 2 Fidget Spinner da, 2 Fidget Spinner. Aber Fortnite, ich habe keinen Plan, was es in dem Spiel geht. Ich habe auf YouTube Videos gesehen, aber ich habe sie nicht angeschaut. Also, ich habe Thumbnails gesehen. Aber auf jeden Fall ist der Trend sowas von mir vorbeigegangen und eigentlich schaut es mir gar nicht so. Darum nein, ich spiele nicht Fortnite. Robert Records fragt, darf ich das Video beenden? Lieber Robert Records. Das Rüebli 1896 fragt, kannst du mal den Marc schlagen? Also, nach langer Suche in der freien Natur haben wir endlich ein wildes Marc gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen steht da vorne. Und wir gehen jetzt mal langsam an mit ein bisschen Licht. Das wilde Marc merkt jetzt wirklich nicht, dass wir hinter ihm sind. Wir tun jetzt einfach mal antippen und schauen, was passiert. Hey, warte, was machst du da? Shit, wir gehen schauen, was passiert ist. Es liegt jetzt hier am Boden, das wilde Marc. Weiß nicht. You are a funny dude. Der liebe Lionel fragt, kannst du einen Back-Front-Flip? Ich probier's mal. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich probier's mal. Der Mascha fragt, bist du mit deiner momentanen Situation zufrieden? Wenn nein, was würdest du ändern? Ich bin zufrieden. Dann fragt liebe Michael offiziell, machst du auch mal einen Diss-Track gegen Marc Galaxy? Roll the clip. Es gibt nur einen, den ich so sehr hasse, wie sonst keiner. Ich schau seine Videos, will jetzt heim. Die Sachen machen mich krank. Kein Akku mehr, Gott sei Dank. Du bist ein Rotzkopf, ich steck dich mit ab, horret in gleich Topf. Merkst, ich will kein Beefkopf. Und falls es doch einen gibt, nimm bitte das Tierchen mit. Die Anitube fragt, wo hast du das Trampolin gekauft?
Yeah. Das ist eine sehr gute Folge, weil die richtigen OGs wissen, dass ich im letzten Sommer mein Trampolin aufgestellt habe. Ziemlich genau da drinnen. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, es ist gar nicht mein Trampolin. Es gehört meinem Nachbarn und merci vielmals, Kim, dass ich das Trampolin von dir auslehnen darf. Der Koib96 fragt, was hörst du für Musik? Ich bin einer von diesen Menschen, ich tue jetzt das einfach mal so behaupten, ich bin sehr musikalisch, ich habe 8 Jahre Schlagzeug gespielt, bin jetzt ein bisschen am Klavier lernen und habe mal die Ukulele dort hinten lernen, was dann aufgeht. Aber auf jeden Fall sind für mich nicht nur Leute musikalisch, die sehr gut Musik spielen können, sondern Leute, die sehr gerne Musik hören und ich höre wirklich sehr gerne Musik und ich höre wirklich alles. Ich höre von Jazz, über Rock, über Schlager sogar, über Charts, Elektro, Dance, wirklich alles. Also ich finde alle Musikrichtungen sehr gut. Es gibt immer wieder so Phasen, dann höre ich wieder sehr viel Rap, dann höre ich wieder sehr viel Jazz, dann höre ich Schlager einfach mal, wenn ich arbeite. Bei mir ist das einfach so, ja. Der Blobis Word schreibt noch, hab deine Schnurren, Alter. Du. Dann fragt noch Celine, dem irgendein Erlebnis oder etwas an deinem Charakter, das uns alle mega überraschen. Natürlich sollte es noch im jugendfähigen Rahmen sein. Ich habe so etwas, wo ich niemanden kenne, der das kann, und das geht so. Hört mal. Alter, ich bin so behindert. Ja! So viel für eine Folge. Kann das irgendjemand von euch, weil ich kenne wirklich niemanden, der das kann. Und falls es jemand kann, bitte sendet mir ein Video. Ich brauche Bestätigung, dass ich nicht der einzige Mensch bin auf der Erde, der das kann. Der Mani fragt, Lieblings-YouTuber, weltweit oder deutschsprachiger Raum? Und das ist auf jeden Fall für mich klar, auch wenn es viele Leute wahrscheinlich werden haten, ist immer noch der Logan Paul für mich mein absoluter Lieblings-YouTuber, weil der einfach lustige Videos macht und auch jetzt nach dem Skandal klar wird so ein bisschen Zeit gebraucht, dass er reingekommen ist, aber der Logan Paul ist einfach mein absoluter Favorite YouTuber. Der RWS01 fragt, wie findest du den Mark Galaxy? Oh nein! Du bist ein Rotzkopf. Die Bloi Palin fragt, wenn du etwas in deinem Leben könntest ändern, was wäre das? Das wäre ganz einfach, und zwar würde ich es einfach so machen, dass in den niedrigen Regionen der Welt immer schön 25 Grad ist und die Sonne scheint und dass in den Bergen immer schönen Tiefschnee, Pulverschnee hat. Das heisst, man könnte eigentlich zur ganzen Jahreszeit entweder Skifahren oder im Warmen chillen. Der Swiss wieder fragt, wer ist der grösste Lauch in der Schweizer YouTube-Szene, abgesehen von mir? Oh Mann, bitte, du! Es geht nur einer. Der Herr Cooler fragt, darf ich das Video beenden? Bitte ganz ehrlich, hört mal auf mit diesen Kommentaren, darf ich das Video... Der Manuel Hofer fragt, wenn Stift und Warntest Vibratoren testet, ist denn befriedigend mehr als gut? Ja!